Ja, geil, das war doch die mega Kurzzusammenfassung, jawohl. Okay, irgendwie jetzt habe ich viel zu erzählen hier. Dich, Judas. Ah, ich bin jetzt der Judas. Ah, okay. Du bist so ein Judas, Judas. Wow. Und das Simi so, ich würde niemals unseren Meister verleugnen, Gedönse. Also, der, oh, guck mal, unabhängige Bild. Das ist ein Bild vom letzten Abendmahl. Was hat denn der da? Das Essen schmeckt gut. Okay. Das Essen ist gut. Verräter. Mein Bruder teilt das Essen mit mir. Okay. Red nicht mit mir. Ich hab noch gar nichts zu essen gekriegt. Hopp, geh weiter, hat er gesagt. Du hast irgendwie den ganzen Ofen versaut. So. Hast du sowas? Jesus, ja, nix. Er hat nichts mehr zu mir zu sagen. Jetzt redest du nicht mehr mit mir, hä? Erst Scheißdreck erzählen und dann nicht mit mir erzählen. Guck mal hier, was ist denn das doch für ein nices Bild? Kann ich auch nicht nachlesen. Ja, okay. Sehe ich das jetzt halt richtig, dass die Maria da nicht mitgegessen hat oder was? Was ist denn da drin passiert? Nix. Ich gehe jetzt mal kurz zu den Römers. Oh geil, kann die jetzt andere Lava-Sets? Nein, der da zumindest nicht. Okay, wo sind dann die Römers? Komm mal her, du. Okay, und die Römers, wo sind... Ah, die Römers sind unten im Knast, gell? Also kann ich mir so vorstellen, dass die unten dass das die da sind bei der Geringverdiener da unten, bei den Lowlifes. Scheiße, der hätte ich nicht heile können. Ja, gesund. Gesund und munter bin ich. Dann gehen wir mal da runter. In de Knasti. Zu den Römers mit den Kurzschwerters. Was macht denn der da? Schreibt der die Klöte auf dem anderen drauf? Ah, das sieht ja gar nicht, wenn man Klicker hat hier. Was die Löwe da treiben. So, hallo Römersmann. Bist du auch da, um die Lowlives anzugucken? Hey, hallo, was geht denn ab, Mann? Oh, da steht einer. Ah, nicht, okay. Okay. Jetzt, wie war dann das? Irgendwie, der du da irgendwie auf dem Bär später oder sowas, der Jesus? Und dann kommt der da mit den Römers und knutscht den Jesus oder so. Und knutscht den Jesus. Und dann wissen die Römers, dass das der Jesus ist und dass er dann ans Kreuz nachlassen soll. So irgendwie. Hier, ich kennt Bibelzusammenfasser wäre. Ich glaube, da wäre ich recht gut und auch recht schnell. Bräuchte man jetzt nicht durch den langweiligen Käsezeug zu lesen. Achso. Ach ja, falls jemand vorhat, die Bibel zu lesen, kann ich wärmstens nicht empfehlen, ist voll langweilig. Also, echt jetzt. Ja, was soll ich denn sagen? Ist halt wirklich saumäßig langweilig. Und ja, da ist mal wieder ein bisschen was drin, wo ein bisschen Action ist, wo ein bisschen Geschichte drin ist. Und dann, oh, komm, jetzt machen wir wieder Volkszählung. Ja, du mich auch. Kacke Volkszählung hier. So. Was willst denn du da? Hast du nicht genug schon angestellt heute? Warum krabbelst du nicht zurück? Zu deiner reisenden Truppe von Terroristen da? Oh, das war eine Alliteration. Traveling Troop of Terrorists. Und dann sagte Judas, hier, pass auf, hör mal auf. Ich glaube, Jesus Christus, der wird, glaube ich, ein bisschen zu groß, also so, ne? Der will da ein bisschen zu viel, ne? Ich kann dir helfen, übrigens, deinen Plan zu verwirklichen. Mein Plan? Ich weiß nichts von dem Plan. Naja, ihn jetzt zu töten, ne? Du weißt schon. Es wird draus halt verzählt. Und ich habe da immer ein offenes Ohr für so Gerüchte, sowas. Hier, mach, dass du abkommst. Better get a Cotton Swap. Keine Ahnung, mach, dass du abkommst. Das ist ein Tempel und kein Gang-Versteck. Oder so irgendwie. Ich weiß, wo und wann der Jesus Christus sein wird. Und für den richtigen Preis könnte ich deine Wache dazu kriegen, dass sie dann ins Gefängnis schmeißen. Und keiner wird's bemerken. So. Ja, aber der ist ziemlich berühmt oder beliebt bei der ignoranten Masse da aus. Ich will nicht, dass da Aufstand entsteht. Es war schon schlimm genug, als der letzte Prophet getötet worden ist halt.
Hier hast du 30 Silberstücke und ein Soldat. Und jetzt will ich die Jesus tot ziehen. Okay, alles klar. Oh, geil. Guck mal. Guck mal. Oh, geil. Der Malchus. Sag mal her. Was hat er dann für Skills, der Kollege? Nix hat er. Der Kollege. Level C. Sag mal her, wie ist denn sein Status? Hier. Der hat ein Schwert, ein Helm und eine Rüstung. Der hat immer mehr wie ich, hey, Kollege. Was ist eigentlich mit dir? Mit dir habe ich doch gar nicht geredet. Der Halbirinja. Ja, red wieder mit meinem Schwiegervater. Immer auf den Schwiegervater geschoben. So kennen wir's. Okay. Ich habe einen Römer. Das heißt, ich schlapp jetzt erstmal zum Jesus. Ist der immer noch unten am Futter oder was? Moment. So, da gehen wir mal hin. Aber der müsste doch jetzt eigentlich gar nicht mit Dose sein. Der ist doch auf dem Bärsch irgendwie, oder? Im Ölbärsch. Was ist da drin passiert? Ach, nix. Da sind wir noch am Futter. Hey, Jesus, was geht ab? Will ich nicht auf der Ölbärsch gehen? Nur beim Suchner dann. Nur um Jesus, dem Nazarener. Ja, das bin ich. Hier. Ja, sollen wir unsere Schwerter holen? Also frot halt der Simi. Und tatsächlich, die kämpfen jetzt. Der Judas, gleich der Judas und gleich der römische Soldat. Der Schlacke. Die Mary ist dazugekommen. Ja, da hucke noch 12 andere, Jünger heißen sie, nicht Jünglinge. ich war gerade bei Star Wars, ist ja fast dasselbe. Da hucke irgendwie noch 11 andere Jünger rum oder sowas. Oder 10, was weiß ich was, wollte keiner helfen. So, wie machen wir dann das? Der Judel. Der Judel, der tut natürlich exorzieren. Auf wen gehen wir dann zuerst? Ich würde sagen, wir gehen auf der Judel, auf der Judas drauf. So, die Mia, Quatsch. Maria geht auf den Judas. Und der Simon, soll er schon zaubern gleich? Ich weiß halt nicht, wer stärker ergreift. Naja, wir werden ziehen, ne? Was hat er eigentlich so? Was kann er dann machen? Ja, nix, ne? Komm, wir hauen alle. Erstmal gibt's ordentlich einen ordentlichen Backestreich. Ho! Schau die Lilien! Fuck, ich hab nicht gespeichert! Nee. Ich glaube, das bringt nichts, die wieder zu beleben. Ja, hier. Okay. Tja. Alter Falter, hey. Okay. Ach, guck mal da. Hier, stecke Eier Schwert zurück. Vater, ich habe eben die ganze Zeit Vetter gelesen. Stecke Eier Schwerter zurück. Soll ich nicht aus dem Becher trinken, den mir der Vater gegeben hat? Was? Und wieso bist du da überhaupt mit Knüppel und Schwerter gegen mich kommen? Irgendwie, so. Aha. Okay, der da, wo ich im Tempel mit dir war, du hast mich nicht gefangen nehmen gelassen. Aber jetzt ist 3 Stunden und das ist die Stunde der Dunkelheit. Leck mich doch. Das ging schnell. Kapitel 3. Die Verhandlung. Ach, guck mal da. Ist das ein Nachrichtensprecher? Guten Morgen, ich bin Flavius Josephus. Heute ist Freitag, der 3. April und ihr guckt gerade Good Morning Judäa. Okay, das ist wirklich ein Nachrichtensprecher. Die heutige Top-Story ist der angebliche, okay, das wird jetzt interessant, Messias-artige Führer und Terrorist Jesus Christus ist in der frühen Morgenstunde gefangen worden. Er wird angeklagt, dass er den Tempel in Jerusalem kaputt machen wollte. Und außerdem hat er diverse Kaufmänner angegriffen, die dort geschafft haben, also im Tempel.
Die erste Hälfte von der Anklage wurde von Ananas ausgesprochen. Jesus Christus hat nicht verneint, oh, jetzt wird es kompliziert, dass er der Sohn Gottes ist. Moment, hat nicht verneint. Jesus Christus hat gesagt, dass er der Sohn Gottes ist und deshalb ist er welche Gotteslästerung angeklagt worden. Der Ananasius, oder wie er heißt, hatte Jesus zum Pontius Pilatus geschickt zur Bestrafung. Dann beim Bundesgerichtshof tut der Ananasius, der Jesus Christus, irgendwie klar, dass er sich selbst als König der Jude bezeichnet und das wiederum, also quasi als König bezeichnet sowas, aber wenn es zwar die Jude nur ist, das ist quasi eine Verleumdung von Cäsar, der ja der Superkönig Gedönse da ist. Ja, jedenfalls, da halt Jesus Christus aus Galiläa ist und hatte Pontius Pilatus gesagt, sorry, aber dafür bin ich nicht zuständig. Und deswegen wird jetzt der Gefangene, sprich der Jesus halt, zu dem Gericht in Galiläa geführt, wo halt galiläischer Richter ist. Und das ist der Herodes, der gute Herodes. Der Herodes Antipasti, warte mal, der Sohn von noch einem Herodes, der hat im Jesus Christ seinem Cousin, der Johannes der Täufer, letztens erst den Kopf abgehackt, welcher im ähnlichen Grund. Jesus, na hey, jetzt gibt's das noch viel zu quatschen. Wer ist denn der Pandits? Keine Ahnung, du verlässt mich dann mal Englisch, glaube ich. Also man hat quasi angenommen, dass es relativ klar ist, wie die Verhandlung ausgeht. Der Herodes allerdings hat irgendwie nichts Falsches an Jesus Christus gefunden. Und hat gesagt, ja, macht doch gar nichts Falsches, ne? Moment. Brechende Nachrichten. Die Okamoto, weißer Löwe. Voll cool. Was weiß ich was. Die Wächtergedönse da, die haben den Körper von Judas Iskariot gefunden, der einer von Jesus Christus Apostel war, im Harry Potter seinem Feld. In einem Pottersfield? Was zur Hölle? Jetzt ist das schon wieder der Klödelöwe da. The circumstances are still unclear. Das übersetze ich mal sehr frei mit, die Beschneidung ist ein bisschen unklar. Nee, die Gründe, die Gründe oder wie es dazu kommt, ist noch ein bisschen unklar. Jedenfalls, es gibt aber Sourcen, die gesagt haben, dass er Suizid begangen hat, indem er sich erhungert. Es gibt dann mehr Updates, wann die Story weitergeht. Jetzt zurück zu unserer Top-Story. Also, zurück beim Bundesgerichtshof, sozusagen. Pontius Pilatus selbst hat Jesus Christus als unschuldig erklärt. Also der Herodes hat nur gesagt, hey, ich kann nichts Schlimmes an dem finden. Deswegen ist er zurückgegangen zum Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus hat seine Hände in Unschuld gewaschen und hat gesagt, hier, der Kerl ist unschuldig, also kann er nichts dran machen. Ja, kann man nichts dran machen. Und deswegen hat er gesagt, soll das Volk doch bestimmen, ob er schuldig ist oder nicht. By the public, they could be free. Achso, die können bestimmen, ob der Jesus Christus freikommt oder ob der Revoluzer, der notorische Revoluzer Barabbas freikommt. Barabbas war, glaube ich, ein Mörder, soweit ich weiß, oder so. Irgendwie war doch was. Und die Masse hat gesagt, lass Brian frei. Ne, Barabbas, das ist ja noch besser. Und die Masse hat gesagt, nehm Barabbas. Es ist also die Masse hat bestimmt, dass der Barabbas freikommt und nicht der Jesus. Es ist ein trauriger Tag für Galiläa. Erst haben sie Johannes der Täufer verloren und jetzt wird noch Jesus Christus gekreuzigt. Was zur Hölle? Und jetzt noch ein Wort von unserem Sponsor.
Geheiligte Seife. Saint Soap, washing your sins away. Die heilige Seife wäscht all deine Sünden weg. Es ist ja Wahnsinn. Oh, endlich ist die Kackmusik weg. Okay, wer bin ich jetzt? Ach, guck mal da. Ich bin der Simi. Der Simi. Was habe ich dann für Skills? Immer noch dieselbe, das ist nicht gut. Hier, bist du die Maria? Maria Magdalena? Ne, du bist eine Frau. Der Mando, der war mit dem Jesus zusammen. Was? Was? Ich kenne Jesus nicht. Ah, okay, ich muss jetzt das dreimal verleugnen machen. Damit wir da vorwärts kommen. Hey, du bist doch einer von denen. Hä? Nein, ich nicht. Okay, alles klar. Jetzt gucken wir gleich mal, ob wir da immer noch einer finden. Und jetzt gehe ich in die Knast Jesus besuchen. Oh, da oben sind die Ömer. Immer, den kenne ich doch. Der war doch bestimmt mit dem Jesus so zusammen, weil das ist nämlich einer aus Galiläa. Was? Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Kikeriki! Schlag safe. Ein Hahn hat gekräht. Hey, woher habe ich das gewusst im Hahn? Das ist bisher noch gar nicht erwähnt worden. Ja, weil ich hier der Oberkatholik bin. Eben nicht. Aber wie gesagt, manche Sachen in der Bibel waren doch ganz lustig. Dass der Hahn dreimal guckelt, war schon richtig lustig. Ein Hahn hat gekräht. War das nicht dreimal oder siebenmal? Ach, egal. Und dann ist ihm wieder eingefallen, im Simi, dass Jesus so gesagt hat, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen oder irgendwie sowas. Und dann ist er rausgegangen und hat bitterlich geweint. Wieso? Er ist doch schon draus. Und außerdem hatte Jesus auch nichts von dem Gockel gesagt. Das habe ich gesagt. Ich bin nur der Gesprächsmann, der Gesprächsmann von Jesus. Was laber ich für eine Scheiße, hey. Egal, es ist Friermoment. Ja, es ist 0:05 Uhr. So, Kapitel 4. Kreuzigung. Jeder nur ein Kreuz. Oh, guck mal. Oh, was geht denn ab? Voll viel Leid hier. Was geht ab? Oh, geil, ich bin der Longinius, habe ich ein Speer. Oh, Speicher. Ich bin der Longinius, habe ich ein Speer dabei. Zeig mal her, was er für Skills hat, der Longinius. Nix kann er. Nix. Jesus hat immer noch sein Exorzist-Skill. Der Dismas ist ein Dieb. Und der Gesmas ist ein Dieb. Ach, das sind die, die mit mir gekreuzigt wäre dann oben. Einer links, einer rechts, einer fallenlos. Ah, ne, der wird nicht fallenlos, der wird in die Mitte kommen. Alles klar, jetzt pass auf. Ich gucke. Theoretisch müsste Longinius ein Speer haben. Equipment. Ah, das Schwert. Das ist seltsam. Soweit ich weiß, war der Longinius der mit dem Speer an den Jesus gepiekst hat, wie er am Kreuz gehungen hat. Um zu gucken, ob er schon dattelig ist. Ob er schon dattelig ist? Oh, mein Hirn ist dattelig. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Dattel komme, um zu gucken, ob er schon tot ist. Mann, ey. So. Okay, the Lookalike. Er sagt. Er sagt, scheiße, Mann, die wollen mich inhaftieren. Welche Verwechslungsgefahr. Aber ich hatte... Oh, scheiße, hey. Aber ich hatte nie gesagt, dass ich... dass ich der bin, der im Pilates Anweisungen gibt. Ich habe gesagt, ich bin der Pilates-Instructor. Okay, das ist Yoga-Gedöns. Naja. Ich hätte besser dabei bleiben sollen, Zumba-Klasse zu unterrichten. Gibt es Zumba noch? Aber, The Look-alike, das ist schon ziemlich geil. Okay, das ist schon ziemlich geil. Der gefällt mir, dann merke ich mal. Okay, alles klar. Ah, da ist der Pilates. Der tut sein Händchen wieder in Unschuld da. Aber, naja, er wäscht sein Hand halt immer. Aha. Er hat einen Tick. Er hat Angst vor... Oh, guck mal, der Jesus hat sogar ein Kreizel dabei. Ja, Wahnsinn. Hat er das aber mal links rumlaufen? Jo. Na, du halt schnell auf die andere Schulter machen dann. Oh, das ist ein Äffchen. Huch, was geht denn hier ab? Hallo, ihr Leid. Hallo. Wollen wir jetzt gucken, wie ich jetzt da auf der Bärste laufe? Okay. Hallo? So. Oh, Edger. Jesus, ne, hey. Ich habe so irgendwie das Gefühl, es neigt sich dem Ende zu. So, dann gehen wir halt. Ich schlafe mal auf die Wies. Ach, du meinst die Maria Magdalena, oder?
Die Maria Magdalena, die konnte ihr, sorry, dass ich gerade das Mikrofon rumgeschummelt habe, die konnte gerade ihre Tränen nicht zurückhalten, also sie hat, dass Jesus gekreuzigt werden soll. So, oh. Ein Schlag, hey, das ist ja wie beim Staffellauf hier. Nur, dass ich nicht das Kreuz weitergebe. Sag mal her, ich habe immer noch dieselbe Skills, ja. Okay. Jetzt muss ich hier wohl da hochgehen. Kann ich mir den Leid wenigstens erzählen? Lass Jesus Christus, den König von Israel, vom Kreuz abnehmen, sodass man es hier sehe und Glaube kenne. Wahrscheinlich, dass er wirklich tot ist oder so. Hey Maria, was ist mit dir? Er hat andere gerettet. Er soll sich doch selber retten, weil er doch wirklich der Sohn Gottes ist, der Auserwählte. So, alles klar. Da war doch aber noch ein schwarzer Pache. Ah, da oben. Hast du dich versteckt, Kollege? Bleib da. Aha. Ja, wenn er doch wirklich den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen kann oder generell aufbauen kann, dann kann er gucken, dass er selber vom Kreuz runterkommt. Aha, du bist das also. So. Wenn du der König der Jude bist, dann rette dich doch selber. Okay, kann ich mit denen da irgendwie retten? Nee, ne? Ja, da unten gibt es eh nichts zu holen, glaube ich, oder? Soll ich mal gucken, ob ich in den Knast gehen kann? Das ist eine Spielzeitstreckung. Ich kann nicht in den Knast gehen. So. Alles klar. Der Gesmas sagt, bist du nicht Jesus Christus? Rette dich selbst und uns gleich mit, wie wäre das? Und dann sagte Dismas, hier brauchst du keine Angst vor Gott zu haben. Hast du keine Angst vor Gott? Weil du unter ihm genauso leiden musst wie mir oder so irgendwie? Ja. Ja. Achso. Okay, ich schnall's nicht ganz. Okay, der sagt wohl irgendwie sowas von, hier, wieso ist denn der mit uns aufgehängt? Der hat doch gar nichts Falsches gemacht. So. Und dann sagte Dismas, Jesus, denk an uns, wann du in unser Königreich kommst. Ich sage dir die Wahrheit. Wir werden halt noch alle 3 ins Paradies gehen. Oder zumindest. Ja, du halt. So, kann man noch ein bisschen quatschen. Vater, vergib mir. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt ist er aber tot, oder? Das war doch, glaube ich. Und jetzt reißt irgendwie der Vorhang auseinander. Im Tempel. Wieso kann ich mir so eine Scheiße merken? Welches so Kackdetail, wo kein Sau interessiert, dass der Vorhang verriss ist? Irgendwie sowas. Ja. Okay, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Kollege. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich kann da sagen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich gehe schon mal gucken. Leiche schon drin, ne? Okay, dann gehen wir zurück. So, die Maria Magdalena geht jetzt also da runter. Ne, geht sie nicht. Was soll ich denn da jetzt halt machen, hey? Ich laber jetzt mal mit MA. Okay, also jetzt. Ja, echt jetzt, der Schlag selbst. Wie geht's jetzt da weiter, ne? Eichre ist nur nicht schlecht. So. So, und dann labern wir einfach nochmal mit alle. Vielleicht haben wir einen vergessen, ne? Wenn er vom Kreuz runterkommt, dann ist er wirklich der König. So, bla bla. Okay, alles klar. Ah, guck mal da. Wo ist die Maria? Er hat andere gerettet. Achso. Das ist gar nicht die Maria. Also ja, das ist die Maria, aber es ist nicht die Maria. Es ist nicht die Mutter vom. So. Ach. Es wird Abend. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, während der Löb sei Eier grad aufs Gesicht von einer Löb lädt. Aller gut.